Willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute reagieren wir auf ein Interview von Hans Tulpe, a.k.a. Hannah Tulnik. Die hat mir das zugeschickt und dann habe ich mir die ersten 20 Sekunden angeguckt und habe ich mir gedacht, Digga, darauf muss ich reagieren. Es könnte etwas cringe werden, aber auch sehr, sehr lustig. Abfahrt. Da hinten ist meine Ukulele. Mit der spiele ich manchmal, soll ich was vorspielen? Oh, der Ton. Ungefähr 4 Akkorde insgesamt. Ich glaube, ganz offiziell gesehen bin ich Influencerin. Aber es ist kein schöner Begriff. Ich glaube, keiner mag den Begriff mehr, weil man verbindet es immer so mit Leuten, die alles so viel Geld machen und richtig viel Werbung machen und so. Und ich finde den Begriff Und das macht Hannah Tulnik auf keinen Fall. Guckt euch mal dieses Wohnzimmer an. Den Creator ein bisschen schöner. Okay. Ey Digga, jeder Influencer immer, ja, ich hasse diesen Begriff Influencer, da denkt man immer, die machen zu viel Geld. Jeder Influencer 2 Tage später, Air Up, der perfekte Partner, aber wirklich, Air Up, hier oben, der perfekte Partner. Wir könnten das an Justin Bieber widmen. Sie kennen dich, sie schreien dich an, dabei bist du nur ein normaler Mann. Okay. Banger! Willkommen zu meinen Vlogs! Hey, welcome to Hannah Tulnik Vlog! Guten Morgen! Oh, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Kinderkanal. Ey, das gibt so 2021 Flashbacks. 2021? Doch, 2021 Flashbacks. Hannah Tulnik. Wie clean das Wohnzimmer aussieht. Ich bin die Hannah, ich bin 20 und ich bin Content Creator und wir sind da gerade in der Vlog. Hi, ich bin Hannah und ich bin reich. Hütte, die heißt so, weil wir alle vloggen und alle Content machen. Und jetzt reden wir übers Fame sein. Okay, ich zeige euch jetzt erstes das Wohnzimmer, weil das ist, glaube ich, der coolste Raum in der ganzen... Ich rede jetzt über das Fame sein, Digga. What the fuck, Hannah? Scheiße, by the way, Hannah wohnt gar nicht mehr in der Vloghütte, die wohnt jetzt in einer eigenen Wohnung. Aber Hannah ist bis jetzt immer noch sehr, sehr fame, also wirklich sehr, sehr fame. Wohnung. Ja, da drehen wir unsere Videos. Der Hintergrund ist ganz lustig, das Licht ist gut und der Ton ist gut und das ist alles, was man braucht. Ich mache das jetzt seit einem Jahr hauptberuflich. Mein Leben hat sich Ich mache das jetzt seit einem Jahr. komplett verändert, weil ich bin umgezogen, ich bin nach Wien gezogen, in einer WG mit 2 anderen Creator, einmal der Mike und einmal die Anna und dem Manager von den beiden. Das heißt, so hat sich mein Umfeld komplett geändert. Die guten Seiten sind, sobald du Content brauchst, klopfst du einfach bei deinem WG-Partner an und dann kannst du Content machen, in der Theorie. Das zweite Positive ist, es ist alles perfekt für Content gemacht. Ah, Alexa, Studio aus. Okay. Das ist ein komischer Flex, aber es ist sehr praktisch. Eine negative Sache ist bestimmt. Ey, ich kann nie in so einer Influencer-WG wohnen, ne? Erstens brauche ich dieses ländliche. Ich ziehe jetzt bald Richtung Basel, also in die Stadt, aber nicht ganz in die Stadt, bisschen außerhalb. Ich brauche so diese Ruhe. Ich könnte nie jeden Morgen aufwachen und mit Leuten sein, die nur Content machen. So, ich weiß nicht, wieso. Ich brauche so diese Ruhe. Ey, wirklich großen Respekt an Leute, die das können, so Influencer-WGs zu wohnen, aber ist gar nicht mein Vibe. Stimmt, dass man irgendwann vergisst, was ist jetzt Privatleben und was ist beruflich, weil sie das extrem vermischt und es kann auch zu Problemen führen, weil man doch manchmal abschalten will und dann muss, damit das funktioniert. Wir haben keine Schlösser in der Wohnung. Du hast kein Schloss Ich mehr? habe Schloss in der Wohnung, mich schätzen, dass ich was bestelle. Aber das heißt, nicht reinkommen und auch nicht klopfen, weil ich brauche eine Pause und ich will nichts von ihnen mehr. Also man kann auf jeden Fall das komplett allein machen, wenn man keine Lust drauf hat. Weil wir haben ja alle allein angefangen und sind dadurch groß geworden. Aber Rückblick Wir haben ja alle allein angefangen. wirkt es für mich so, als wäre das... Digga, wie sah ich da aus? Wie der letzte Höhlenbewohner. Höhlebewohner. Wir sind in einer Höhle, die Hai. Das ist ein Song, kennt ihr nicht. So, als wäre das der springende Punkt gewesen, warum es jetzt funktioniert. Vielleicht waren es auch andere Sachen. Das kann schon gut sein. Aber Mike ist ein gutes Beispiel. Der hat mir einfach gezeigt, wie er Video schneiden kann. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich es vielleicht nie gelernt, wer weiß. Schau dir die Timeline an. Ich habe ganz viele Probleme. Mein Speicherkarten war kaputt, mein SD-Karten war gestern kaputt. Ich habe mein Ladegerät kaputt gemacht. Also wieder alles beim Alten. Die Leute, mit denen ich zusammen wohne, sind meine Freunde, meine Mitbewohner und Arbeitskollegen. Zwischendurch sind wir 24/7 miteinander unterwegs. Und ich habe schon mal gesagt, vom Gefühl her ist es so, als würde man mit 3 Leuten eine Beziehung führen. Und man soll immer so Gespräche führen, um eine Beziehung zu pflegen. Es ist im Endeffekt so. Mir ist so langweilig. Es tut sich gar nichts. Wir haben nicht einmal Besuch. Ich schau mal, was die anderen machen. Du filmst immer so, dann schaust du voll in den Screen rein und dann machst du so mit dem ganzen Körper. Ich glaube dadurch, dass ich früher immer total viel YouTube geschaut habe und ein Riesenfan von White Hitty und den Lochis und so war, wollte ich selber auch mal YouTube Die Lochis, Digga, absolute Legenden. Aber die größte Legende auf YouTube ist immer noch, ich sag's euch später. werden und habe so eine kleine Kamera gehabt und dann mit 12 schon ein bisschen gevloggt. Und ich habe schon Jeder YouTuber immer. so ein bisschen Videos gemacht, aber nicht veröffentlicht, weil ich vor allem Angst darüber gehabt habe, was andere denken könnten. Aber dann ist Corona gekommen und ich war im Lockdown. Das heißt, ich habe Videos machen können, ohne dass mir irgendwer in der Schule drauf anspricht.
Das habe ich dann auch gemacht und mit TikTok angefangen. Es ist tatsächlich Arbeit, auch wenn es nach außen nicht so ausschaut, weil man hat ja trotzdem Sachen zu erledigen, To-Dos. Man macht es, weil es einem Spaß macht und weil man es richtig gern macht und weil man kreativ sein will und das cool findet. Und wenn dann Leute sagen, du machst das nur wegen dem Geld, irgendwie stört mir das dann. Weil man es auch richtig lang für gar kein Geld macht, in den meisten Fällen. Angefangen hat alles eigentlich wie ein normaler Morgen. Heute hat mich die Alexa aufgeweckt mit einer Erinnerung für dich, Heroin. Was? Ja. Und weißt du warum? Why? Weil die jetzt zu Heroes in Heroin fährt. Das ist eine Agentur, so sind die richtig. Ja, das würde ich auch sagen. Und weißt du, warum ich dorthin fahre? Why? Weil ich Kleidung brauche. Für den roten Teppich. Ja. Bist du auf einer Antidrogen-Benefizskala? Aber was auf dem roten Teppich muss man was Besonderes anziehen wahrscheinlich. Was war das für ein roter Teppich? War das die About You Awards in Mailand? Oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo da, ja, das ist der Adi und das bin ich. Oha, geiles Bild. Das war, glaube ich, was war das für eine Zeitung, eine österreichische, ne? Das war aber ein geiles Bild in Luzern. Das war während der Streaming-Woche im letzten Sommer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich berühmt bin, auf gar keinen Fall. Aber jetzt nicht dann mal, damit es irgendwie bodenständig rüberkommt. Wo Reichweite ist, gibt es Geld. Oh nee, Digga. Scheiße. Oder so, sondern einfach, weil ich glaube, man überschätzt die Zahlen auch ziemlich schnell. Es kann gut sein, dass viel mehr Leute Was für ein Shot. jetzt berühmt sind als früher. Früher hat es halt nur so riesige Stars gegeben und die hat halt wirklich jeder kennt. Und jetzt ist das so, es machen schon ziemlich viele Leute. Ey, aber das ist schon krass, glaube ich. Ich glaube deshalb auch, dass es heutzutage gar nicht mehr so krasse Stars geben kann wie früher, weil, ich meine, als Michael Jackson big war, da gab es halt nur gewisse Sänger, die man aus Amerika kannte, die kannte man über die Zeitung, über das Fernsehen. Aber heute kennst du von Amerika vielleicht 50 Leute, die irgendwas machen, YouTuber, Musiker, Streamer, Podcaster, Schauspieler. Und früher gab es halt viel weniger, aber die es gab, waren halt viel größer so. Deshalb glaube ich, dass es gar nicht mehr so diese Stars geben wird wie früher, was irgendwie schade ist, weil wir wahrscheinlich so diesen Personenkult nicht mehr erleben werden, so dieses sich richtig krass freuen auf jemanden. Ich glaube, das wird es nicht mehr geben, aber andererseits hat halt auch jeder die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ne? Was in der Öffentlichkeit. Aber meine Sicht auf berühmte Personen hat sich insofern geändert, dass ich viel mit bekannten Personen abhänge und für mich das jetzt normal ist. Früher schon gewusst habe, dass berühmte Personen nur Menschen sind. Aber habe trotzdem irgendwie als mehr... Aber heute kenne ich extrem viele berühmte Menschen und das sind alles normale Menschen. Haben wir wieder nur am Flexen, Digga. Besonders gesehen und so als richtig krass, wenn man die trifft, weil die sind ja so berühmt. Und jetzt habe ich sie wirklich verstanden, dass das einfach nur Menschen sind. Das sind Anna, Leo. Ja, aber ich glaube, das ist immer schwierig zu verstehen. Und egal wo man ist, man wird immer denken, ja, diese Menschen, die sind komplett anders, ne? Also wenn du vielleicht in der Schweizer Influencer-Bubble bist, dann denkst du dir, boah, die Deutschen, ich schwör, die sind so, dann lernst du vielleicht den einen oder anderen mal kennen. Jetzt bin ich am Flexen, what the fuck? Und dann denkst du dir so, ja, okay, das sind wirklich nur Menschen, aber du denkst dir so, boah, die Amerikaner, Digga, die sind krass so, dann lernst du die kennen, habe ich noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, es sind halt alles wirklich nur Menschen, die das am Ende des Tages machen, ne? Leon, Mike und ich. Ungespielt. Ist die WG. Niklas hat jetzt auch zum Malen angefangen und anscheinend malt er was voll Cooles und ich bin schon so gespannt. Mitschauen! Mitschauen! Na, gewinnt! Willkommen zu Hanatulnik Vlogs! Oh, wie cool! Oha, soll das mein nächstes Intro werden? Ich finde es immer richtig bizarr, wenn Leute auf der Straße Bizarr, what the fuck? nervös werden oder zu weinen anfangen, weil ich mir denke, es bin nur ich. Warte. Leute werden nervös und fangen an zu weinen. Ja, es ist komplett Ja, aber chill, die sind alle unter 9. krank. Wir haben einmal so Geisterjägerinnen bei uns gehabt. Ich habe die gefragt, ob der Teppich verflucht ist, weil wenn da was verflucht ist in der Wohnung, dann wahrscheinlich der Teppich. Und dann haben sie nur gesagt, der ist nicht verflucht, der ist einfach nur hässlich. Ich finde, das geht. Okay, der war gut, der war actually gut. Ich habe immer so Probleme damit gehabt, dass ich das, was ich mache, zwar total gern mache, aber dass es keinen Sinn für die Welt hat. Dann habe ich auch mit Freunden wieder drüber gesprochen und die haben gesagt, ja, aber schau mal, die Leute schauen sich Ja, aber schau mal, du bist reich. gern an. Man würde vielleicht denken, dass ich Angst davor habe, dass alles nicht mehr funktioniert. Ja, aber das ist schon ein schwieriger Punkt, glaube ich. Also, oder ich glaube, oft denkt man, aber ich glaube nicht nur, dass es Influencer haben oder auch andere Leute, dass sie vielleicht so den Sinn in dem, was sie machen, gar nicht sehen. Aber ich denke, am Ende des Tages hat alles einen Sinn, solange es geguckt wird, gemacht wird oder gekauft wird, weil wenn es nicht gekauft oder geguckt würde, dann würde es niemanden interessieren. So. Wenn man jetzt den direkten Sinn nicht sieht, ich meine, ich bin aufgewachsen mit YouTube und für mich waren YouTuber früher so ist jetzt ein bisschen Deep Talk Shit, aber für mich waren YouTuber früher so wie Kinderserien. Ich glaube, so in den 90er Jahren hast du so krass Fernsehen geguckt und ich habe halt nie so Fernsehen geguckt. Ich habe wirklich viel
YouTube geguckt und das war halt meine Kindheit und ich glaube, da hat's halt einen Sinn, ne? Man lernt halt vielleicht Comedy auf eine neue Art kennen, man kann sich weiterbilden, bei gewissen YouTubern, bei mir nicht, lol. Aber ich glaube schon, dass es einen Sinn hat, auch wenn man den vielleicht direkt nicht sieht, weil zum Beispiel ein Musiker, der kann halt auf einer Bühne singen und das Leuten direkt präsentieren, aber ein Influencer oder ein YouTuber kann nicht auf eine Bühne gehen und dort direkt sein Talent zeigen. Ich glaube, das Talent von einem YouTuber ist, alleine zu Hause zu sitzen, ein Video zu schneiden, das zu machen, sich Ideen zu überlegen und dann das zu filmen, zu schneiden, etc. Und dann gibt's irgendwelche Leute, die das toll finden und ich glaube, das ist das, wo ich sagen würde, wo der Sinn drin liegt. Hat wahrscheinlich gar niemand gejuckt jetzt, aber ich habe es erzählt. Und dann stehe ich da, was ist der Plan B, wie mache ich weiter? Aber das habe ich überhaupt nicht, weil ich bin mir sehr sicher, dass ihr einen anderen Beruf machen könnt. Weil wir werden ja auch weiterentwickeln. Zukunftsängste sehr wenig oder gar keine. Und das Wichtigste ist Fitness. Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob berühmte Personen mehr confident sind als nicht berühmte Personen. Aber ich weiß, man braucht Selbstvertrauen, damit es langfristig funktioniert. Wenn man das authentisch rüberbringt und sagt, ja, ich mache das, weil ich das cool finde und weil mir das Spaß macht, dann kommt es erstens gut an. Und zweitens kann man dann am besten mit Hate umgehen, weil man mehr dahinter steht, hinter dem, was man tut. Da sind meine geliebten Kameras. Alles davon funktioniert nicht mehr. Das ist leider kaputt. Oh nein, meine Cam! Oh nein! Ich hab sie. Und das Objektiv ist auch kaputt. Boah, Digga, das war nach dem Boxkampf und ich glaube, wir waren beide nüchtern. Sehr, sehr nüchtern. Aber ich hab die so gern, die müssen da bleiben. Und mit der Kamera vlogge ich jetzt einfach so meinen Alltag, weil die kann ich ja easy mitnehmen irgendwo hin. Mit der ist es echt super leicht. Oh, ich hab noch nie in meinem Leben so eine große Kamera in der Hand gehalten. Das ist ja so schwer wie ein Neugeborenes. Digga, what the fuck? Diese Kamera ist so groß wie mein Kopf. Das war's mit meiner kleinen Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Daumen nach oben lassen, abonnieren, um beim nächsten Mal dabei zu sein. Und tschüss. Ey, gutes Video. Wie viele Views? 388 Views. Sehr, sehr krass. Geht vorbei, schreibt was in die Kommentare. Abonniert diesen Kanal nicht. Wir sehen uns nicht beim nächsten Video. Und bitte abonniert nicht die... Okay, scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got